Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Pelzig. Und hier schalte ich jetzt einmal wieder die Kämpfe aus. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, glaube ich. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist es nämlich ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, müssten wir jetzt zum Gold Saucer gehen, weil der Dio dort der Schlüssel zum Tempel vom alten Volk hat. Oder von der Cetra hat. Da müssen wir jetzt hier watschler. Ja, die letzten 2 Episoden waren mehr oder weniger Specials, könnte man sagen. Wir haben uns da um die, oder ich habe mich da um die Sidequest mit Yuffie gekümmert. Die Frau überhaupt erst zu kriegen war ja ein Mordsekt. Und dafür entschuldige ich mich auch echt, dass das so ewig und 3 Tage gedauert hat. Aber ja, wir haben uns doch dabei unterhalten können. Das ist doch ach was wert. Ich mag das auch mal so zwischendurch einfach nur zu quatschen und ein bisschen Nonsens zu erzählen. Ist auch mal angenehm, muss auch mal sein. Auch wenn es dann eine Dreiviertelstunde waren, eure Aufmerksamkeitsspanne zum Schluss bestimmt nicht so hoch war. Aber dafür sind wir mit einer wunderschönen Sidequest belohnt worden, wie ich finde. Jö, wo kommen wir dann jetzt hier? Ich muss erstmal wieder mal Orientierung finden. Wir müssen zum Gold Saucer. Da ist Rocket Town. Und dann müssen wir, glaube ich, da durch den Fluss. Da können wir noch nicht durch. Das ist noch nicht erreichbar, das Gebiet. Und da ist der Gold Saucer. Dafür brauchen wir aber unseren... Ah ne, wir brauchen unseren Buggy nicht. Aber die Frage ist halt, können wir da auch... Wir müssen ja eigentlich... Moment mal. Wir müssen hier aussteigen. Ich mache jetzt hier auch mal die Gegner weg. Wir müssen hier aussteigen und zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer können wir aber so nicht gehen. Genau, wir bewegen uns. Das ist schlecht. Ey, Borschle. Wir könnten jetzt auf keinen Fall rüberkommen. Okay. Also das klappt so mal nicht. Das heißt, wir müssen wieder den Lift benutzen von Corel aus. Anders geht es nicht. Anders kommen wir einfach nicht zum Gold Saucer. Jetzt ist halt die Frage, Moment mal. Da müssten wir doch eigentlich, Moment, da hieß es ja zum Lift. Wie sind wir dann da ursprünglich herkommen, Menschenskind? Wir müssen doch irgendwo auch hinkommen. Ich gehe jetzt mal nach Nordkorell. Da, episch. Da, Weltmusik. Okay, Gold Saucer, genau. Geht's hier zum Lift? Jawohl, da geht's zum Lift. Haben wir noch unser 3000 Kröter? Das passt alles. Na dann, rein zum Gold Saucer wieder die Sache. So. Die Rückkehr. Das ist auch schon Gold Saucer, die Rückkehr. Könnte auch ein geiler Titel geben. Für die Episode hier. Ah, und Ballons. Wir werden mit Ballons begrüßt und mit einem unglaublich hässlichen, fetten Schokobo-Maskottchen. Willkommen im Gold Saucer. Okay, willkommen im Gold Saucer. Können zusammen in ca. 3000 und 30.000 Dauercard. Nicht was? Wir gönnen uns jetzt mal die Dauercard für 30.000. Wenn ihr Goldticket besitzen, könnt ihr im Park ein- und ausgehen, wie ihr wollt. Verlieren sie also nicht. Hier im Gold Saucer, bla bla bla, GP, ja, bla 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 bla, viel Vergnügen. Alles klar. Jetzt haben wir unsere 30.000er Karte mal gegönnt. Jetzt müssen wir nur noch den Dio finden. Wo ist der Dio? Wenn ich das nicht wisst, Battle Square, oder? Da haben wir uns, glaube ich, zuletzt getroffen. Nee. Da haben wir nicht getroffen. Soll die Lieblingsattraktion vom Aufsteher sein. Sie gefällt mir so sehr, dass er sogar seine Sammlung in der Arena ausstellt. Ah, okay. Wisst ihr, um zu kämpfen? Ja, das habe ich vor. Mir gefallen Kämpfe, aber ich hasse Großmäuler. Ja, wer nicht? Ach, ich mag die Musik. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich mal, wer ich nicht verliere. Okay, der Hausmeister. Wenn du ein Goldsaucer kommst, wenn du Goldsaucer kommst, das Museum vom Besitzer wenigstens mal besuchen. Alles klar. Dios Showroom. Gehen wir nochmal rein, da liegt doch was.
Das ist der Schlüsselstelle. Na Allah, da kommt er jetzt auch wieder in seine Speedos angewatschelt. Macht ihr einen auf Muskelprotz. Hallo, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, junger Mann? Das gefällt da, was? Kannst du mal den Ausleiher? Tut mir leid, damit den verliere. Aber weil du in der Vergangenheit so gut zu mir warst, kann ich denn dazu eine Bedingung geben. Zu welcher? Unterhalt mich. Und was soll ich denn machen? Ach, buh. Das ist doch gar nicht so schwer. Das hier ist eine Kampfarena. Zeig mal, was du kannst. Nur du erlebst, Berschel. Ich warte einen guten Kampf. Okay. Alles klar. Jetzt kennen wir einen Schlüsselstärkämpfer. Glücklicherweise ist der Claudio relativ gut ausgestattet. Nein, ich habe keine Eltern, glaube ich. Na gut, wir probieren es einfach mal so mit auf die Gosh-Action. Ja, das klappt super. Toll. Vorhandene Schlachtpunkte weiter, natürlich. Schlitzstart. Okay, was habe ich jetzt so gekriegt? Zubehör kaputt. Okay, dann los. Na gut, das Zubehör ist jetzt das Wichtigste, was ich habe. Insofern ist das vollkommen in Ordnung. So. Donnerkuss. Okay, das zieht glücklicherweise nicht so viel ab. Ich hoffe, ich mache mit M Angriff genug Schade, um einer von den Werstler dort zu killen. Jawohl, also einzelne Werstler kann ich mit einem Schlag killen. Das ist schon mal ganz praktisch. Steht aber Sache. Ich müsste mich mal dringend aufbumpen. Ich nehme mal ein Elixier. Das füllt nämlich sowohl Leber als auch MP auf. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Geheilt einfach nur. Weil in der letzten Episode, in der Yuffie Special Ausgabe, haben uns die Gegner bei dem Steinmonument ordentlich die MP abgezwackt. Das kann ich so nicht gut so ein Steherlosser. Aber die Mistviecher, die kriegen wir noch so platt. Das ist kein Thema. Wenn die uns maximal 178 oder so abzwacken, das können wir noch verkraften, denke ich. Nadelkuss. Sehr gut. Vorhandene Schlachtpunkte. Selbstverständlich machen wir weiter. Schlitzstart. Oh nein! Halbe MP. Was ist denn das? Was bist denn du für einer? Bio 2. Der Gefahrenpollen. Du Widerling. Okay, da scheint schon was zu können. Jetzt ist er größer, aber. Freikugel. Okay, das macht glücklicherweise nicht so viel Schade. Der Gefahrenpole. Dann kriegen wir trotzdem noch hier. Jetzt, der wächst immer mehr, der Mistkerl. Ich glaube, ich sollte mich mal dringend heilen. Oh, jetzt sieht er aber richtig wiecht aus. Wir machen mal Heilung. Das reicht fürs Erste. Heilung 2 will ich ja nicht so wirklich rausballern. Vor allem, wenn man nur noch halbe MP hat. Das ist echt fies. Zweimal Laser. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Jetzt brauchen wir wirklich die Heilung 2. Und ich jetzt sage, in der nächsten Runde schnapp ich mal den Kerl. Zweimal Laser. Okay, jetzt schnapp ich mal das Mistvieh. Das müsste ausreichen, hoffentlich. Ansonsten bin ich sowieso tot. Aber ich hoffe, das kriege ich noch gebacken. Und schlitzen auf. So. Na Allah. Okay, den habe ich noch gebacken gekriegt. Toll. Vorhandene Schlachtpunkte 30. Natürlich machen wir weiter. Befehlssubstanz kaputt. Also los. Oh, scheiße. Ich glaube, die schaffe ich nicht. Die packe ich nämlich. Das Gift wird mich vorher umbringen. Ach ja, okay. Das war's. Mehr habe ich nicht gepackt. Ich hoffe, das hat einen Halter. War das alles? Naja, versprochen ist versprochen. Nimm da. Schlüsselobjekt, Schlüsselstein. Alle hopp, bis zum nächsten Mal. Ja, geh fort. Du Typ. Aber ich glaube, der hat wie ich so einen Fu Manchu-Bart. Also unerlebt sozusagen ausrasiert. Und ansonsten hat er keinen Bart. Nicht so wie ich noch ein Kinnbart. Aber jo, okay. Okay, jetzt sind wir wieder genauso mies wie vorher. Ach. Aber wir haben unseren Schlüsselstell gekriegt. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Zählt die rund eigentlich? Müsste ich mal gucken, ob ich dafür vielleicht GP ausgezahlt kriege. Hast du schon gehört, was Schreckliches ist passiert? Ziemlich Leid vom Personal und ein paar andere Soldaten ist geschossen worden. Die Soldaten sind sofort verstorben, aber die Leid vom Personal leben. Dein. Okay, mehr haben wir nicht zur Sache. Will ich dich für den Kampf anmelden?
Anmeldegebühr ist CGP. Komm, das machen wir, können wir nicht machen, kein Interesse. Okay. Die Rückkehr zum Gold Saucer war jetzt sehr klein, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so viel wie gedacht. Aber so what? Hoppla, jetzt bin ich so der Geister. Ganger, oder? Was sind wir denn hier? Das ist mal 3 GP. Rundfahrt fällig? Nee, ich war mal nicht. Das lassen wir mal sein. Das machen wir irgendwann anders in einer optionalen Episode, wo ich ja wirklich Zeit für sowas habe, die Sache. Dann speichern wir hier noch. Speicherpunkt. Achso. Nee. Obwohl, nee, geht. Oder hat das jetzt GP gekostet, oder was? Moment. Nein! Jetzt habe ich 5 GP verschwendet. Ach, Schiete. Na gut, das muss immer sein beim Vergnügungspark. Man muss mindestens einmal abgezockt worden sein. Verzeihung, mein Herr. Es tut mir leid, die Bahn ist derzeit außer Betrieb. Und? Es tut mir wirklich leid. Sie werden uns erst verlassen, wenn sie wieder repariert ist. Ah, der Kite Sith kommt auch koppelt. Was ist denn los? Je, aber sowas passiert schon einmal. Also, oh je, aber sowas passiert schon einmal. Entschuldigung, ich habe gedacht, das wäre der Cloud. Stimmt, wir übernachten im Hotel, du kennt man mich. Ich gehe und spreche mit ner. Okay. Ich sag Bescheid, sobald die Reparaturen beendet sind. Na, was anderes bleibt uns so wirklich nicht übrig. Also, ab ins Geisterhotel. Da sind wir all beisammen jetzt wieder. Wir haben soweit auch allerlei, die möglich sind. Sonst immer Chance, so zusammen zu sein, was? Wolk, was denn du damit? Kannst du mal erzählen, was passiert ist? Ich weiß nicht, was los ist, weil ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ja, bin auch davor. Gute Idee. Ich bin von Anfang an dabei und ich weiß immer nicht, was hier so abgeht. Wolk, was zum Eier geht denn hier ab? Komm schon, verzähl. Na gut, ich versuch's. Wir folgen dem Sephiroth. Der Sephiroth sucht wohl noch ein verheißenes Land. Das verheißene Land? Ein Land voller Marco-Energie. Das glaubt zumindest die Annelien. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich existiert. Die Cedra kehren ins verheißene Land zurück, Land, was grenzenloses Glück verspricht. Cedra? Ist das eine Krankheit? Du Pappschädel, du warst doch von Anfang an dabei. So nennt sich's alte Volk. Je, hast du dem Alte im Cosmo Canyon nicht zugehört? Du weißt nicht, wo das verheißene Land vom alten Volk ist. Du suchst und reichst, bist, fühlst. Du weißt einfach, das ist das verheißene Land. Iris, fühlst du das auch? Ich denke schon. Der Sephiroth reist also eine ganze Welt rum, weil er das verheißene Land sucht, stimmt es? Ja, und er sucht noch was anderes. Die Schwarzmateria. Ich habe von Dio gehört, dass ein Mann mit einem schwarzen Umhang die Schwarzmateria sucht. Ich weiß nicht einmal, was der schwarze Umhang ist. Wie viele Männer mit schwarzem Umhang und Saale-Tattoos gibt's dann? Ehrlich, wenn ich das mal Tätowierung ist die Nummer 13. Wie hast du die Tätowierung gekriegt? Hojo hat's ja gemacht. Alles andere sind noch Kriegswunder, aber die Zahl hat Hojo gemacht. Es gibt also mindestens 13. Wächst. Ich glaube, der Hojo hat den Männer mit den schwarzen Umhängen das auch da. Aber ich weiß nicht, es hat aber mit dem Sephiroth zu tun. Deshalb denke ich, wir sollten nur dem Sephiroth selber folgen. Ja, ich auch. Das ist alles verdammt kompliziert. Und es tut mir leid, vergiss es. Ich glaube, ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Was war denn das plötzlich? Was? Was war ins Bett? Ist das alles? Wie wär's mit der schwarzen Materia? Du würdest ja verstehen, selbst wenn ich das verzähle, tät. Jetzt müssen wir uns so noch an die Arbeit machen. Moje fangen wir an. Cloud. Wolk. Ich bin die Nummer 13. Ach, wahnsinnig wert. Ich weiß nicht, was der Hojo geschafft hat, aber bis jetzt bist du doch okay, oder? Aber... Sei stark. Aber ich... Herr Ufred, der 13. sei stark. Tiefer. Du bist nicht der Einzige, der sich Säue macht. Ich weiß nicht, was los ist, aber wir sind in einer schlimmen Lage. Hey Sid, lass uns in unser Zimmer zurückgehen. Also der pennt schon, das Sid. Im Sessel gepennt.
Schade, dass die Leute so an unserer epischen Quest interessiert sind. Okay, jetzt sind wir in so einem Folterkammerzimmer. Was werden wahrscheinlich die Bette hier im Horrorhotel sein. Und Cloud und Tifa treffen sich nochmal. Volk, was ist denn los? Ich habe mir überlegt, was ich sage will, aber es ist ein bisschen peinlich. Sag schon, Volk, wie wär's? Sollen wir uns hier wegschleichen, um etwas allein zu machen? Komm, los uns gehen. Hey. Na gut, dann machen wir mit der Tifa was zusammen. Jetzt oben die Zaubernacht, alle Attraktionen sind kostenlos. Wie wär's jetzt weh? Es gibt Unterhaltungsshow im Event Square. Komm, geh mal. Na alla, das klingt doch noch was. Du geh mal hier. Glückwunsch, ihr seid halt unser 100. Paar. Ihr beide seid die Hauptdarsteller in unserer heidischen Show. Hä? Ah nee, es ist gar nicht so schwer. Spielen einfach, was man wollte. Recht erledigt, ans Ensemble. Na toll, das ist ein... Hier geht's lang. Hey. Klingt witzig. Komm schon, Volk, wir probieren's. Ach du Scheiße. Das wäre auch überhaupt nichts für mich, doof einmal hier gedrängt zu werden. In grauen Urzeiten erschien ein böser Schatten über dem Königreich Galdia. Prinzessin Rosa wurde vom bösen Drachenkönig Valbados entführt. Was wird mit ihr geschehen? In diesem Augenblick tritt der sagenumwobene Held Alfred herbei. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Hey, du bist dran. Ja, du. Oh, du bist bestimmt der sagenumwobene Held Alfred. Flehe dich an, bitte rette Prinzessin Rosa. Bitte sprich jetzt mit dem König. Und auch so arg dänselt. Oh, sagenumwobener Held Alfred, du bist Das ist aber nicht Ritter, das ist König. O sagenumwobener Held Alfred, du bist gekommen, meine geliebte Rosa zu retten. Auf dem Gipfel eines gefährlichen Berges haust der böse Drachenkönig Valbados, der Prinzessin Rosa entführt hat. Aber du kannst den bösen Drachenkönig jetzt nicht besiegen, wenn du dich an einen, der dir helfen kann. Ich wurde Zauberer. Ich bin der große Zauberer Vormann. Was möchtest du wissen? Die Maße der Prinzessin, die Schwäche des Drachenkönigs. Ah, die Schwäche des bösen Drachenkönigs. Was war das nochmal? Ja, ich hab's. Die wahre Liebe. Die Macht der Liebe ist die einzige Waffe, die den Fängen des bösen Drachenkönigs trotzen kann. Was wird als nächstes geschehen? Was wird als nächstes geschehen? O sagenumwobener Held, sieh nur. Oh Gott, wie räudig. BDK, böser Drachenkönig. Ich bin der böse Drachenkönig Valbados. Ich habe der Prinzessin kein Leid zugefügt. Ich habe auf dich gewartet. Bitte hilf mir, sagenumwobener Held. Und? Hier komme ich, sagenumwobener Held Alfred. Ich kenne deinen Namen. Und nun, sagenumwobener Held, das Schicksal deiner Geliebten. Ein Kuss, die Macht der wahren Liebe. Den König küssen, den bösen Drachenkönig küssen. Nee, komm, Tifa, die kriegt jetzt. Da hat sie sich doch bestimmt schon drauf gefreut. Einen Handkuss kriegt sie. Volk, ich mein, Alfred. Der Fluch, die Macht der Liebe. Schau nur, die Liebe hat gesiegt. Wir wollen zurückkehren und feiern. Ja, wir werden ein Fest feiern. Ach du Scheiße. Oh, wie ist die Macht der Liebe unergründlich. Und wenn unser sagenumwobener Held Alfred nicht gestorben ist, lebt er mitsamt unserer Geschichte noch heute. Okay, das war jetzt auch absichtlich von mir auf Hochdeutsch, muss ich sagen. Ah, das war witzig. Hey, lass uns als nächstes zur Gondel gehen. Okay. Ah, das macht er schon automatisch. Da muss ich nichts schaffen. Alles klar, da gehen wir durch hier. Oh, ich glaube, die Episode lasse ich halt ein bisschen länger werden, damit wir der Gold Saucer machen können. 2-mal bitte.
Bitteschön, 2 Fahrkarte. Entspannen euch und genießen die Sehenswürdigkeiten von Gold Saucer. Okay. Oh Gott, was ein Muffel, wie er da hockt mit seinen verschränkten Arme. Ah, wie hübsch. Wow. Schade, dass man die nicht fahren können, nur die Achterbahn, sondern nur die Baby-Gondel fahren können. Okay, das war doch schon mal schön. Kann das nicht einfach mal genießen, mit einer schönen Frado in der Gondel zu sitzen und ein bisschen romantisch da rumzufahren? Gucken mal, Wolk. Wow. Ah, das Schokobo-Renner. Direkt an uns vorbei. Ach Gott, ja, genieße es doch einfach, Wolk. Genieße es, mit einer schönen Frado zu sein. Oh, Wolk. Oh. Ach komm, jetzt musst du wirklich küssen. Oh, wie toll. Ach Gott, wie schön. Oh, das ist doch wie gemacht, jetzt zwar ein Kuss. Ist das nicht schön? Okay, ich sag's einfach frank und frei raus. Frank? Warum Frank? Was? Iris kennt's wahrscheinlich ganz einfach aussprechen. Wolk. Boah, wie geil gemacht. Manchmal ist es ganz schön schwierig, so lange mit dir zusammen zu sein. Ich meine, es kommt mal vor allem auf den richtigen Moment an, allein zu sein. Schon. Boah, wie geil. Wolk. Ja, ich dich aktiver. Sie kriegt es zwar nicht raus, aber ich dich aktiver. Ach Gott. Und der Muffel klaut, es muss auch ein asexueller Spinner sein. Wolk, das war ein toller Abend. Übrigens, was wolltest du vorhin sagen? Nix. Hm? Es ist schon spät, bin ein bisschen zurück. Ach, Wolk, du Muffel. Wenn mal Shenny fragt zu dir sagt, dass er dich liebt oder das nicht rauskriegt, dann halt dich doch dran, dann mach doch ach was. Gibt's doch gar nicht, ich wünsch mir, tät mir sowas passiere. Dass mal Shenny fragt, bei mir der erste Schritt macht. Es ist der Kai Sith, er benimmt sich komisch. Ja, er benimmt sich immer komisch, guck dann mal an. Ist das der Schlüsselsteh? Ey, Kai Sith. Oh, das mache ich noch in der Episode. Du kommst mir nicht so davor. Jetzt ist er doch ganz zum Speed gerannt, glaube ich, ja. Oh, du kleiner Betrüger. Wanda? Wo ist er jetzt? Ah, da hinten versteckt er sich. Ich sehe dich. Zum Schokobo-Rennen ist er jetzt gerannt. Du Säckel, ja. Bobbeviecher sollte man nicht trauen. Jetzt ist er zum Schokobo-Rennerei gerannt. Ja, komische Bobbe, die sich immer aus unerfindlichen Gründen anschließen, denn das sollte man nicht zu sehr trauen, wie ich finde. Jetzt rennt er wieder raus, der Sack. Oh, der Annelien-Hubschrauber. Hierher, hier ist der Schlüsselsteh. Und der Zeng. Gut gemacht. Aha, du kleiner Betrüger. Hey. Warten doch mal, ich laufe nicht weg und ich versteck mich auch nicht. Ich bin ein Spion, die Annelien hat mich angeheuert. Halt uns nicht zum Depp. Ich konnte nicht anders. Warum machen wir nicht einfach weiter, als wenn nichts passiert? Auf keinen Fall, mein Lieber. Kannst nicht reicht von dir, dich wie ein Freund zu benehmen, obwohl du ein Spitzel bist. Was dann? Will ich mich in Stücke hauen oder was? Das wird überhaupt nichts bringen. Mein Körper ist nur Spielzeug. Mein richtiger Körper ist in der Annelien-Zentral. Von dort aus bediene ich den da gerade vor euch sehen. Du bist also von der Annelien. Wer bist denn? Ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Das führt doch zu nix. Siehst, ich hab dir doch gesagt, also Schluss mit dem Gebabbel. Warum gehen wir nicht einfach weiter? Denkst du, ich mach Witze? Schon gut, ja, ich arbeite ja für die Annelien, aber ich bin deswegen noch lange nicht ein Feind. Da ist noch was mir zu schaffen macht. Ich glaube, es ist die Art, wie ihr euch alle lebt. Ihr werdet nicht bezahlt und kriegen keine Anerkennung für das, was wir machen, aber trotzdem setzen wir bei der Reise ihr Leben aufs Spiel, wenn ich mir das so angucke.
Dann muss ich über mein eigenes Leben nachdenken. Und dann denke ich mir, dass ich nicht wie bisher weiterleben kann. Du lügst schon wieder. Wetten hier die wahre Sache. Einmal Spitzel, immer Spitzel. Mit so jemand kann man nichts anfangen. Komm, war endlich auf. Wie ich mir gedacht habe, Retter hat überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich auf sowas vorbereitet. Hört ihr das doch mal an? Aber Tifa! Marlene! Hey, das ist die Tifa, mich Spaß. Wir müssen also machen, was ich sag. Du bist sowas von niederträchtig. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Schmutzige Tricksal, wenn du ein Geißler nimmer. Aber so ist das nun mal. Kompromisse. Warum machen wir nicht einfach weiter wie vorher? Drecksäckel? Moje ist der Tempel vom alten Volk dran, oder? Ich weiß, wo er ist. Ich zeig's da. Die Annelied-Leid werden schon dort sein. Aber wir müssen damit auskommen. Ah, kleine Rat. Uns bleibt keine Wahl. Mir tun, was er sagt. Marlene. Ja, so bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig. So, was passiert jetzt? Elixier war in der Minibar, die als eiserne Jungfrau getarnt ist. Okay. Jetzt sind wir wieder ohne. Warum haben wir schon so lange gebraucht, Volk? Oh ja, wie im Tempel vom alten Volk, was der Tempel vom alten Volk angeht, wenn wir der kleine Bronco noch Ost in Richtung Meer nehmen, müsste man finden. Na gut, geh mal. Wer kommt mit? Ich will gehen, aber sicher. Scheiße. Okay. Und tut's mal lädt. Die geht nicht. Und das Sid nämlich auf jeden Fall wieder. Okay. Wie sieht's denn mit der Materie aus? Das Sid hat seine ganze Kruscht noch und die Eris hat nur Quatsch. Mist. Mist. Für die haben wir nichts Gescheites. Und die Sache. Die Sache, die kriegt das, der Adam Reif. Und du hast ja nichts Gescheites. Kriegt sie Shiva. Sie kriegt Verwandlung. Sie kriegt das. Und sie kriegt der Analyse noch eine gescheite Waffe. Sie müssen wir definitiv noch suchen. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, derer Stelle mache ich einen Cut. Und wir sehen uns wieder zu Let's Play Final Fantasy VII Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.